Wie viel ist unsere Stimme an der Urne eigentlich noch wert? Im 2017 hat das Volk Ja gesagt zu einem Gesetz, das neue Atomkraftwerke verbietet. Letzte Woche hat das Parlament das Verbot wieder aufgehoben. Was mich dazu natürlich hat Wunder genommen, wie machen sie so etwas? Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video habe ich angeschaut, mit was für einem Schachzug in Bern ein Volksverbot verschwindet und ob unsere Stimme überhaupt noch zählt. Aber zuerst habe ich gemacht, was ich bei solchen Fragen immer mache. Ich bin zurück an den Anfang schauen. Seit der Abstimmung im 2017 sagen alle, dass das Volk dann zumal den Bau von neuen Atomkraftwerken verboten hat. Auch ich habe das so geglaubt. Dann habe ich aber nachgeschaut, was dann wirklich auf dem Stimmzettel gestanden ist. Am 21. Mai 2017 hat das Stimmvolk das revidierte Energiegesetz angenommen, mit 58% Ja-Stimmen. Aber man hat eben gar nicht nur abgestimmt über die Frage Atomkraft, ja oder nein, sondern über das ganze Päckchen, die Energiestrategie 2050. Da ist ja viel anderes drin gestanden. Die Förderung von erneuerbaren Energien, weniger Verbrauch, mehr Effizienz. Und eben auch das Verbot, neue AKW zu bauen. Konkret bedeutet das, wer Ja gesagt hat, hat Ja zum ganzen Päckchen gesagt, nicht nur zum AKW-Verbot. Und dann bin ich noch auf etwas Spannendes gestossen. Ein halbes Jahr vor dieser Abstimmung, im November 2016, hat das Volk schon einmal über AKWs abgestimmt. Das war die Atomausstiegsinitiative der Grünen. Die hat feste Abschaltdatümer für die bestehenden Werke wollen. Und da hat das Volk Nein gesagt, mit 54,2%. Das zusammen ergibt folgenden Stand. Es gibt kein fixes Enddatum für die bestehenden Werke. Aber es gibt ein Ja zum Bauverbot für neue. Und genau diesen Neubaustopp hat das Parlament jetzt gekippt. Ich habe mich natürlich gefragt, wie haben die das machen können? Das Ganze hat im 2022 angefangen, mit einer Initiative aus dem bürgerlichen Lager. Die Initiative, die jetzt zu dieser Kehrtwende geführt hat, hat einen Namen getragen, der nach allem tönt, nur nicht nach Atomkraft. Jederzeit Strom für alle, oder kurz die Blackout-Initiative. Lanciert hat es im 2022 der Energieclub Schweiz, eine Organisation aus bürgerlichen Kreisen. Anfang 2024 hat das Komitee rund 130'000 Unterschriften eingereicht. Die Initiative sagt, die Schweiz steuere auf eine Strommangellage zu und ein Blackout drohe. Darum brauche es eine Versorgungssicherheit und kein Technologieverbot mehr. Im Initiativtext selber kommt das Wort Atomkraft aber kein einziges Mal vor. Da steht nur, alle klimaschonenden Arten von der Stromerzeugung seien erlaubt. Aber genau das ist der Bubentrick. Alle Arten können sehr gut bedeuten, dass auch neue Atomkraftwerke wieder zulässig wären. Aber es gibt ein Problem. Die Blackout-Initiative würde das in die Verfassung schreiben. Aber das eigentliche AKW-Verbot steht gar nicht in der Verfassung, sondern im Kernenergiegesetz. Das heisst, auch wenn das Volk die Initiative annehmen würde, wäre das Verbot im Gesetz noch drin. Schon noch blöd. Aber sie haben eine Lösung. Das gerade als Nächstes. Die Initiative allein kippt das Verbot also nicht. Sie liefert nur eine Verfassungsänderung und damit einen möglichen Grund, das betreffende AKW-Gesetz später zu ändern. Aber Bern hat einen besseren Schachzug gefunden über einen sogenannten indirekten Gegenvorschlag. Das musste ich selber nachschauen, was das genau bedeutet. Das ist, wenn der Bundesrat entscheidet, dass er keinen direkten Gegenvorschlag zur Initiative anbieten will. Stattdessen schlägt er dem Parlament eine Gesetzesänderung vor, per sogenannter Botschaft. Und ein solches Gesetz sollte dann einer Initiative normalerweise so weit entgegenkommen, dass das Initiativkomitee in Versuchung kommt, seine Initiative zurückzuziehen. Jetzt zu unserem AKW-Verbotsfall.
Die Botschaft an das Parlament zur Änderung des Kernenergiegesetzes ist am 13. August im letzten Jahr gekommen, also im 2025. Konkret schlägt der Bundesrat dem Parlament vor, im Kernenergiegesetz 2 Artikel ersatzlos zu streichen. Artikel 12a und Artikel 106. Genau die neue AKW verbieten. Sind die weg, dann sind wieder Rahmenbewilligungen möglich. Das heisst, es wurde grundsätzlich möglich, ein neues AKW zu planen. Und warum ist dieser Weg über das Gesetz schlau? Ein Gesetz muss nicht zwingend vor das Volk. Und selbst wenn jemand eine Abstimmung via fakultatives Referendum erzwingt, entscheidet nur das Volksmehr. Eine Initiative dagegen braucht beide Volk und Ständemehr. Die Hürde über das Gesetz ist also tiefer. Und tatsächlich, am 19. Juni 2026 hat das Parlament genau diese Gesetzesänderung angenommen. Wie das zustande gekommen ist auch noch spannend. Jetzt wollte ich noch so drehen, aber die Sonne ist halt voll hinten dran, weil sie sind gerade am Strand rächeln. Hat noch cool ausgesehen. Zuerst hat es gar nicht gut ausgesehen für die AKW-Befürworter. Nach einer 10-stündigen Monsterdebatte will der Nationalrat die Gesetzesvorlage an den Bundesrat zurückschicken, zum Nachbessern. Weil es gäbe offene Fragen zur Finanzierung. Aber der Ständerat will die Vorlage nicht auf einschlägen, weil er hat der Gesetzesänderung schon im Frühling 2026 zugestimmt. Darum stellt der Ständerat einen konkreten Bericht. Bis Ende Jahr soll geklärt werden, was eine neue AKW kostet und wer das soll blechen. Der bestellte Bericht ist der Türöffner. Es gibt den Zögerer im Nationalrat ein Argument, doch schon jetzt zuzustimmen. Ob schon, unter uns gesagt. Der Finanzbericht kommt ausgerechnet aus dem Departement von Albert Rösti, von genau dem Energieminister, der unbedingt neue AKW will. Und tatsächlich, beim zweiten Anlauf nimmt der Nationalrat Gesetzesänderungen an. Mit 108 zu 87 Stimmen. Dann am Freitag, am 19. Juni, ist das Gesetz beschlossene Sache. Damit ist das AKW-Verbot im Parlament aufgehoben worden. Aber dann, wenige Minuten nach der Abstimmung haben die Grünen, die GLP und Greenpeace das Referendum angekündigt. Sie brauchen jetzt 50'000 Unterschriften in 100 Tagen. Dann kommt die Gesetzesänderung dann doch noch vor das Volk. Eine Frage bleibt für mich. Hat Bern damit also gerade einen früheren Volksentscheid gekippt? Hat Bern jetzt also einen Volksentscheid umgekehrt? Da sind sich nicht alle einig. Die Gegner sagen, ja, hier werde ein Volksentscheid übergangen. Das Verbot ist 2017 aus der Urne gekommen. Das Volk hat zugestimmt. Wenn das Parlament das jetzt auf dem Gesetzesweg wieder auflöst, bevor das Volk noch einmal gefragt wird, setzt man sich über diesen Willen weg. Befürworter argumentieren komplizierter, finde ich. 2017 hat das Volk über ein ganzes Energiepäckchen abgestimmt. Die Energiestrategie 2050. Ein isoliertes Technologieverbot, und sie meinen damit das AKW-Verbot, sei so gar nie auf dem Zettel gestanden. In der Schweizer Wirtschaftszeitung «Finanz und Wirtschaft» meint ein Gastautor sinngemäss, das Parlament präzisiere damit nur einen demokratischen Entscheid. Wie das AKW-Verbot dann zumal wirklich zustande gekommen ist, habe ich für uns alle noch einmal recherchiert. Angefangen hat es nämlich nach Fukushima im 2011. Der Bundesrat hat den schrittweisen Atomausstieg beschlossen. Dann hat das Parlament daraus ein Gesetz gemacht, das total revidierte Energiegesetz. Und damit die beiden Verbotsartikel ins Kernenergiegesetz eingefügt. Gegen die beiden Gesetze hat die SVP das Referendum ergriffen. Erst darum ist es überhaupt vor das Volk gekommen. Und am 21. Mai 2017 hat das Volk dann Ja gesagt zu diesen Gesetzesänderungen. Und in Kraft treten sind sie im 2018. Das Verbot ist also durch ein Parlamentsgesetz entstanden. Und eigentlich nimmt jetzt die Aufhebung den genau gleichen Weg. Zusammengefasst könnte man also sagen, rein vom Verfahren her sieht das also sauber aus. Der gleiche Weg rein wie raus.
Und trotzdem bleibt die Frage, wie kann ein Ja an der Urne so einfach wieder auf dem Gesetzesweg verschwinden? Wie viel ist so ein Volksja denn eigentlich noch wert? Dazu meine Meinung, jetzt noch zum Schluss. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Weil, ihr wisst ja, Fagunten ist zu 100% unabhängig und Zuschauer finanziert. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.fagunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Aber jetzt zu meiner Einschätzung. Bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, falls sich das jemand von euch fragt, bin ich eigentlich für oder gegen AKW? Ehrlich gesagt, lange war ich dagegen. Heute bin ich daher unsicher. Die neuen AKW-Typen versprechen, dass sie weniger Probleme machen. Aber ob das wirklich so ist, muss sich für mich zuerst noch zeigen. Ich bin darum ein bisschen hin und her gerissen. Aber eigentlich geht es in diesem Video ja gar nicht um das. Sondern zählt unsere Stimme eigentlich noch? Und ich denke, ja. An der Urne selber zählt unsere Stimme. Jede Stimme wird zählt, das Resultat ist echt. Soweit ist die Schweiz hoffentlich noch in Ordnung. Aber entschieden wird die Abstimmung nicht erst an der Urne. Entschieden wird vorher, im Abstimmungskampf. Und da zählt Geld und Aufmerksamkeit. Bei EID hat zum Beispiel das Bundesgericht festgehalten, dass Medienhäuser wie Ringier oder TX Group die Ja-Seite unterstützt haben. Aufgehoben worden ist die Abstimmung trotzdem nicht. Ein weiteres Mittel ist die gefühlte schlechte Umsetzung des sogenannten Volkswillen. Zum Beispiel im 2014 hat das Volk Ja gesagt zur Masseneinwanderungsinitiative. Umgesetzt worden ist sie dann ziemlich abgeschwächt. Für viele hat sich das angefühlt, als würde ihr Ja nicht zählen. Oder schauen wir nochmal auf die EID. Im 2021 hat es dazu ein deutliches Nein gegeben, über 64%. Keine 4 Jahre später ist sie wieder an der Urne und wird wegen ganzen 21'000 Stimmen angenommen. Und jetzt eben das AKW-Verbot. 2017 hat das Gesetz gekommen, dann an der Urne bestätigt und jetzt trotzdem wieder gekippt worden. Solche Geschichten nagen am Vertrauen bei einem Teil der Bevölkerung. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn immer mächtige Interessen mitspielen, hat es die Gegenseite schwerer. Nicht, weil jemand bescheisst, sondern weil der Weg zur Urne keine flache Bahn ist. Das Spielfeld ist schräg. Und es neigt sich dorthin, wo Geld und Macht, also die grossen Player, hocken. Wer das Vertrauen zurückholen will, muss das Spielfeld ehrlicher machen. Aber, was weiss ich schon? Ich habe ja nicht Politologie studiert, als ehemaliger Badmeister. Jetzt interessiert mich eure Sicht. Was habt ihr das Gefühl? Zählt unsere Stimme noch? Schreibt mir eure Antworten im Kommentar. Voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.